Was hat's gegeben? 8-mal habe ich die Frage beantwortet. Hey, wie ist Sleep Token live? Wie ist Sleep Token live? Sleep Token, Alter! Also wir haben Sleep Token gehabt, Vorwand und Northlane. Haben Sleep Token schon die neue Songs gespielt? Keine Ahnung. Also ich habe mich nicht mit Sleep Token befasst voran, weil ich bin effektiv 2 Tage voran Architects-Ticket gekauft habe, Architects. Stimmt, das war mega spontan. Das war spontan. Das habe ich dir ja gesagt am Podcast, wo wir aufgenommen haben. Ja, genau. Und nachher sind wir gegangen, dann habe ich eben gemerkt, der Sleep Token und Northlane. Haben wir jetzt nichts von Sleep Token gemacht, weil ich die Band nicht kennt habe. Oh, sorry. Professionelles Podcast. Tut mir leid für eure Ohren. Und haben wir gedacht, ja okay, ich höre mal einen Song auf Spotify. Und dann gedacht, vielleicht überzeugt es mich live. Und? Das Problem, also sag es mal so. Wenn du jetzt alles nimmst, du weißt ja so ein bisschen, was ich an modernem Metal und Metalcore nicht gut finde. Wenn du jetzt alles nimmst, in einen Topf rührst, zusammen kondensierst und so aus dem ganzen Kondensat wie bei Breaking Bad so blaue Meth rauslässt, dann kommt Sleep Token dabei raus. Weil es halt einfach so... Also, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich mit 4 Bier intus und relativ Anarchie kriege. Ich wollte jetzt Architects Breakdowns in meine Fresse bekommen. Dort reingekommen bin und dann ist Sleep Token gekommen und ich habe es halt ein bisschen zum Sleepen gefunden. Ja, Sleep Token, es hat mir auch ein Zeit gebraucht, so wie Siren Ardor irgendwie. Es hat mir ein Zeit gebraucht, bis es mal einen Klick gemacht hat. Und was ich geil finde, ist, die härteste Breakdowns und Musik, aber der tut nie growlen oder schauten. Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Es kommt absolut nicht über. Nicht? Nein, also vielleicht ist einfach der Sound scheiße. Ich habe die nie live gesehen. Aber live ist wirklich, es ist so wie Being as an Ocean, habe ich das Gefühl gehabt. Einfach in Try Hard. Ja, also was ich halt von der Musik selber finde, ich finde die Raspberry Clean Vocals mega, mega cool. Die Harmonie, die er macht, ist zum Teil das mit Harmonie so mäßig wie Billie Eilish, so in die Richtung, mit so mega viel Harmonie, mega viel Layers, was sehr cool ist. Und ich habe einfach das Album einfach mega viel gehört. Es ist halt einfach wirklich, vielleicht liegt es einfach, es ist nicht, ich sage nicht, dass es schlecht ist, ich habe es zu dem Zeitpunkt einfach recht langweilig gefunden. Weil es ist halt, das Problem ist halt, es ist vielleicht einfach eine zu grosse Bühne für Sleep Token. Für Northlane nämlich auch. Northlane ist eine coole Band, nicht so meine Musik, aber ist eine coole Band und ich habe sie auch schon live gesehen. Ich weiss, dass sie können abgehen und klopfen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, so eine 7'500er Halle ist eventuell ein bisschen zu gross für die 2 Bands. Ja, es ist auch so, wenn du ins Konzert gehst und die mal siehst, ohne vorher mal gekannt zu haben, zu hören, es muss wirklich eine verdammt gute Band sein, um dich zu überzeugen. Ja, es muss nicht mal unbedingt eine verdammt gute Band sein. Ich habe schon schlechte Bands gesehen, die wir überzogen haben. Es ist halt einfach so, die Musikrichtung sagt mir wie nichts. Es ist mir einfach, ich habe einfach immer das Gefühl, es passiert nichts. Ja. Es ist so wie, ich habe gern Popmusik. Ich habe gern Musik, wo ich so ein Intro bekomme, dann eine Strophe, dann ein Refrain, dann eine Strophe, dann ein Refrain. Weißt du, so Sum 41-mäßig so. Und einfach so dort stehst, so, das muss nicht mal gut gespielt sein. Und dann bist du so, ja, die bewegen sich schon ein bisschen mehr im Prog-Bereich, wo es eher eben Prog, Gent, Pop irgendwie. Es ist eine spannende Mischung irgendwie. Aber ja, natürlich, wenn du das vorher nicht gehört hast. Und ich habe ja nie live gesehen. Also von dem her. Nein, also eben, die Leute haben es nicht, also ich glaube, sie haben es nicht schlecht gefunden. Es war jetzt nicht so, dass irgendjemand rausgelaufen ist. Ja, voll. Es ist einfach mir persönlich ein bisschen... Ja, wo willst du rauslaufen in so grosse Halle? Es war gut organisiert, ich konnte einfach rauslaufen. Ja, okay. Das habe ich aber nicht gemacht. Nein, ist wirklich okay. Und dann Northlane ist halt einfach Northlane gewesen, ist solid gewesen. Northlane ist auch eine Band, die ich einfach immer wieder mal gehört habe, aber nie wirklich... So wie, okay, cool. Nein, es ist mehr so, es ist nicht Musik, es ist mir zu wenig etwas Spezielles, dass ich es effektiv hören. Ja, amix ist so Musik so wie ein Puzzle, oder? Es muss genau dich treffen und irgendwie muss gerade Klick machen und es ist mega subjektiv. Genau. Ich habe es mit Josh und Brian im Podcast ja schon gesagt. Metalcore ist gleichzeitig die beste und die schlechteste Musikrichtung ever. Die Diskussion haben wir dort schon gehabt. Da werde ich meine Meinung wahrscheinlich auch nicht ändern. Ja, es gibt schon, mittlerweile ist irgendwie mega viele Bands tönen irgendwie gleich. Das ist blöd, oder? Wer der von Dimmu Borgir hat ja vor kurzem ein Interview gehabt, wo er gesagt hat, ja, moderne Metal tönt alles Gleiche. Ist nicht der Dings... Oder Nergal. Der Nergal von Dings gewesen. Ist Timo? Nein, das ist der mit dem Gerät. Behemoth. Entschuldigung, Nergal von Behemoth. Er hat recht, also zum Teil ist besonders alles, was in den Top-Playlists in Spotify und so läuft. Ich meine, es ist cool, wenn du die Musik gerne hast. Zum Teil finde ich Bands, die ich geil finde. Ich habe gemeint, das war der gleiche Künstler am Spielen. Weißt du, in den Playlists? Ja, schon. Oder wo in Spotify, wenn das Album fertig gelaufen ist, tut einfach ähnliche Sachen drauf tun und ich so, oh, das ist ein cooler Song von der Band. Ich habe nicht kennen. Ich sehe nicht komplett andere Band. Anders Album, anderes Jahrzehnt. Ja.